Danke vielmals. Danke vielmals, schon eine gute Idee gewesen. Die Idee von dem heissesten Tag vom Jahr aufzunehmen. Ich kann noch nur eins sagen, ihr müsst gar nicht jammern, da oben ist noch viel wärmer. Aber ja, noch schnell wegen... Wir haben ja jetzt die WM, kommt gut. Also für meine Italiener kommt das gut. Und dann haben wir ja den neuen Nationalcoach im Shooten, Petkovic. Gell, das ist jetzt mal ein Trainer, der die Sprache der Spieler redet. Und wir können nur hoffen, gell, die Gielen tun nicht wie meine Young Boys, wenn wir alle auf Pass machen müssen. Sie tun die Leistung abrufen. Gell, so heisst es doch auch. Die Leistung abrufen. Der Roccio, als er da Roland Garros wieder rausgefühlt hat, der kann meine Leistung nicht abrufen. Ich muss sowieso gerne lachen, wenn die Sportler reden. Gell? Der Kollektiv ist wichtig, nicht dich individuell. Sagt jetzt jeder, der ein Goal gemacht hat, sagt, der Kollektiv ist wichtig. Dabei verrecken doch die schier vor Freude, dass jetzt das Goal ausgerechnet ihnen gelungen ist. Gell? Aber dann hinten hängen die 18-, 19-jährigen Fesseli vor der Kamera. Aber arschcool, der Profi raus ist nicht relevant, dass ich Goal gemacht habe. Der Kollektiv ist wichtig. Nein, ich glaube, die trainieren das. Die trainieren schnell reden und nichts sagen. Und wenn dann der Name ein Langläufer, der Schnuff ausgeht, weil der Russ oder der Finn halt die Gottesnamen besser doppelt waren, dann sagt er halt am Schluss: Das Material war nicht top eingestellt. Und meine Kinder hören den ab im Fernsehen. Dann kannst du schauen, die Tochter Anna Luna kommt mit einem 2,5 von Schuhe und sagt: Vati, ich konnte meine Leistung nicht abrufen. Das Material war darum nicht top eingestellt. Dann würde er auch sagen, du musst einfach schauen, dass das Momentum wieder auf deine Seite kommt. Also ein so blöder Ausdruck, kann ich auch sagen, oder? Da die Eishockeyler von dieser Nazi A, also das heisst jetzt offiziell National League A, gell? Und es sagt doch bald nach jedem Dritten irgendein Spieler von diesen Lions oder diesen Lakers oder diesen Flyers oder diesen Tigers ins Mikrofon von irgendeinem Reporter. Also das Momentum ist jetzt auf alle Fälle auf ihrer Seite, sie kehren in diesem Match noch. Was das heisst, ist ja gleich, oder? Hauptsache es tönt so ein bisschen wie die Grossen, dann haben sie es abgelassen. Der kanadische und der amerikanische Hockey-Profi, die reden auch vom Momentum, gell? Hauptsache es tönt so ein bisschen wie richtig. Jetzt der Alain Sutter. Eins mit der Frisur. Sagt ja neuerdings in jedem Satz, ihr müsst achten, in jedem Satz sagt er neuerdings nichtsdestotrotz. Und schon bist du ein Intellektueller. Ja, ich glaube, die Fakten stehen im Raum und das gibt Grund für Spekulationen. Und ich weiss, ja, weisst ja nicht mehr, jetzt der Bern oder Zürichdeutsch, gell? Ich weiss, der Scherdan war als Mitglied von dieser Gruppe mental stark gefordert gewesen, aber nichtsdestotrotz hat er seine Leistung abrufen. Solche Sätze sagt der Sutter. Und ich komme nichtsdestotrotz nicht raus, was er echt wollte sagen. Guck, ich meine, so ein bisschen wichtig tönen und nichts sagen, das ist ja dann noch eins. Aber das eine sagen und das Gegenteil meinen. Jetzt ein Hitzfeld, gell? Hast du ja gehört, da nach dem Jamaika-Debakel, wenn der jetzt Mick Brösmel, meine Mannschaft hat ganz grossartig gekämpft, ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Dann ist es nichts anderes, wenn jetzt gegen die Garderobe gottlos zusammenschießen, aber gottlos. Gell? Meine Mannschaft hat ganz grossartig gekämpft. Und dann im Bundeshaus schwaffeln sie auch schon so. Du weisst ja nicht mehr, haben sie jetzt dieser von einer abgelassen oder eine von diesen, haben sie jetzt die Sportler von diesen Politikern oder umgekehrt. Jetzt sagen wir ein Dings. Nein, nehmen wir ein ausserkantonales Beispiel. Man hat es hier im Kanton Zürich schon schwer genug mit diesen Volksvertretern in eurer Gegend. Vertreterinnen. Ich nehme ein ausserkantonales Beispiel. Als Beispiel wie die Schwafel in diesem Bundeshaus. Jetzt sagen wir eine Frau Bruderer. Gell? Gerne jemand sagt, also das Mülliberg, hat sie gesagt, Frau Bruderer, das müsse jetzt sofort vom Netz, das alte Lumpen-AKW, hat sie gesagt, das sei viel zu wenig sicher bei Erdbeben und Überschwemmungen, hat sie gesagt. Frau Bruderer. Aber Betznau, das müssen wir laufen. Betznau, also wenn du mich fragst, ist noch viel älterer Lumpen-AKW, gell? Betznau, hat sie gesagt, das müssen wir laufen, weil in Betznau ist die Situation eine andere. Die aktuelle Sicherheitslage rechtfertigt keine sofortige Abschaltung. Ja, wenn die das sagt,
dann hat sie nicht gesagt, was sie gesagt hat, sondern, wisst ihr, wenn im Kanton Aargau wieder in den Ständerat gewählt werden, darum darf ich bis dahin nichts gegen Betznau sagen, es käme nicht gut an im Kanton. Bundesdeutsch heisst das, die aktuelle Sicherheitslage rechtfertigt keine sofortige Abschaltung. Aber das ist eben die Leistung am Prüfen. Das ist eben mentale Stärke. Dann hat sie noch das BB getimet. Hat doch die das eigene BB getimet, so dass es eine Woche vor der eidgenössischen Wahl auf die Welt kommt. Gell? Eine Woche vor der Wahl kommt das Juliana auf die Welt, Farbenfoto in der Schweiz illustriert, der Tag im ersten Wahlgang Ständerätin. Das ist eben die Leistung am Prüfen. Da hat der Toni Brunner noch ein bisschen Spatzen gehabt, gell? Das ist eben... Gut, ich als lieber geradeaus. Ich muss sagen, ich liebe die nicht um den Brei umlaufen, gerade im Sport. Jetzt eine Latour, oder? Also, gell, wenn man ein Goal weniger macht als der Gegner, ist einfach schon ein paar schwierige Match noch zu gewinnen. Ging gern gehört, oder in Funk und Fernsehen. Also, entweder gelingt es der Mannschaft jetzt, den Rückstand aufzuholen, oder die andere hat gewonnen. Und ich muss sagen, nicht unverdient. Nein, ich habe gerne ein bisschen geradeaus. Wenn auch der Reporter blöd fragt, dann muss auch manchmal blöd antworten. Jetzt Lara Gut, als sie da der Ski-WM gab, ist sie doch am Podest vorbeigesaust. Irgendwie 200 Stur eine Bronzemedaille vorbeigefahren, 4. worden. Das siehst du ja nicht von bloßem Mal, das ist ein Zufall, oder? Der andere auch wissen, Lara Gut, wo haben Sie Zeit verloren? Auf der Piste. Hat es mir noch gefallen? Da ist mir natürlich sofort Meiten Nadig zu gekommen, gell? Ist mir die Marie-Therese Nadig zu Das ist einfach, gell, das ein bisschen das Sexsymbol von meiner Jugend gewesen. Nein, dann hat man noch nicht so die Magermodels gehabt, oder? Das ist, das Poster von dieser Meiten, das habe ich dann manches Jahr über dem Nest gehabt, gell? Manches Jahre. Eigentlich etwas näher. Donella Muti ist gekommen. Und das vergesse ich nie. Nein, die Junge, die mich anschauen, gell, noch nie etwas von der Marie-Therese Nadig gehört. Ist das wahr? Das ist dann ein Skandal. Willst du so gut sein, das heute noch googeln? Das kannst du nicht auf dem Handy nachschauen. Nein, da brauchst du einen breiten Bildschirm. Gell? Nein, das ist keine Ausrede. Das musst du heute noch googeln. Und nein, das vergesse ich nie. Bei der ersten Klasse, das hat mich sozialisiert. Meiten Nadig, ich bin die erste Klasse Sapporo 72 aus dem Nichts aus Olympiasieg, der andere Marie-Therese Nadig. Herzliche Gratulation zu ihrem sensationellen Sieg. Wie war der Schnee? Weiss, hat sie gesagt. Weiss. Grossartig. Gut, wenn natürlich jemand die Wahrheit sagt, wird dann unter Umständen das Interview ein bisschen kurz. Letztes Frühling auch, der im Playoff das entscheidende Goal schießt, hat der Reporter auch gefragt, Michael Liniger, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie die alles entscheidende Treffer erzielt haben? Ja, eigentlich nicht. Das wäre jetzt erst mal, als ein Eishockeyler etwas durch den Kopf geht. Dann muss ich noch in Schutz nehmen. Hey, Liniger, Michael ist Emmentaler, gerade wie ich. Es ist so, wir Emmentaler, wir sagen, nur das Wesentliche. Sempach auch, oder Matthias? Habt ihr das Schwingfest geschaut? Der Sempach Matthias, der Schwingerkönig, der hat ja das schon als Bub werden. Das war sein Lebenstraum, der hat das Leben lang getauft. Sein Nachbar war Käser Adrian. Ist mit dem Munneli heimgekommen. Matthias hat gesagt, Mutti, das wollte ich ja. Er hat ein Leben lang darauf hergearbeitet, ein Leben lang trainiert, ein Leben lang nichts anderes im Gring mit einer Sackmehl. Dann am Schlussgang hat er den Stück endlich zu Boden. Habt ihr den Schlussgang geschaut? Das war ja Hollywood, gell? Hollywood ist also wie Hollywood, aber zu Burtlev, gell? Hat er den Stück endlich zu Boden, gell? Der Typ im Stück ist mir noch durch den Kopf. Wäre ich jetzt persönlich auch froh, ich liege hier oben. Weiss nicht, wie das dem seine Freundin löst, geht uns nichts an, gell? Hat er den Stück endlich zu Boden, am Schlussgang ist am Ziel von seinen Träumen, Lebenstraum, Schwingerkönig, Eidgenössische, gibt es ein Siegerinterview, Sempach Matthias, Schwingerkönig, wie ist nicht zu Mut? Und der Sempach Matthias hat gesagt, hat der gesagt? Und wir nicht müssen gesagt sein. Danke vielmals. Danke, Rike. Danke vielmals.
Merci vielmals, ihr seid ein super Publikum gewesen. Schönen Sommer, schöne Weihnachten. Bis gleich.